Wozu gibt es Sterne? Ich glaube, wir haben alle schon mal darüber nachgedacht, wenn wir am Abend spazieren gehen und den nächtlichen Himmel sehen mit den vielen Sternen, dann stellt man sich die Frage, warum gibt es die eigentlich? Wozu sind die da? Wer hat die gemacht oder sind die alleine entstanden? Viele Fragen tun sich auf, wenn wir uns diesen Sternenhimmel ansehen. Darum dieses Thema, wozu gibt es Sterne? Eine Antwort auf diese Frage, die wir uns heute Abend stellen, gibt uns zunächst einmal der Psalm 19. Und da heißt es, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem andern und eine Nacht tut's kund der andern. Es ist keine Sprache noch Rede, da man nicht ihre Stimme höre. Ihre Schnur geht aus in alle Lande und ihre Rede an der Welt Ende. Er hat der Sonne eine Hütte an ihnen gemacht und dieselbe geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen den Weg. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende und bleibt nichts vor ihrer Hitze verborgen. Hier haben wir zunächst mal schon eine Teilantwort, was uns hier gleich im ersten Satz gesagt wird. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Und wenn wir uns das Wort Himmel ansehen im Hebräischen, dann steht dort Shamayim. Shamayim ist ein Pluralwort oder ein Wort, das mehrere Bedeutungen hat. Das kann einmal, das genau wie im Deutschen auch, das kann der Luftraum sein, der Erde, also wo die Vögel fliegen. Es kann aber auch der Sternenhimmel sein und es kann drittens auch die Wohnstadt Gottes sein. Aus dem Textzusammenhang ergibt sich immer, welcher Himmel jeweils gemeint ist. In diesem Fall, von dem Psalm 19, den wir gehört haben, handelt es sich eindeutig um den Sternenhimmel. Wenn wir über die Sterne nachdenken, taucht sofort eine Frage auf, wie viele Sterne gibt es denn wohl? Kann man das abschätzen? Kennt man die Zahl? Eine bewegende Frage. Als Gott zu Abraham sprach, sagte er in 1. Mose 15, Vers 5, siehe gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Ob der Abraham die wohl zählen konnte? Höchstwahrscheinlich nicht, weil es so viele sind. Bis ins Mittelalter hinein war die allgemein bekannte Zahl der Sterne so etwa um 3000. Das ist das, was man von einer Hemisphäre aus sehen konnte. Bei guter, sternenklarer Nacht und wenn man gute, gesunde, junge Augen hat, dann kriegt man das noch hin. Aber dann kam Galileo mit einem selbstgebastelten Fernrohr. Er schaute gen Himmel und war total überrascht von dem, was er dort erblickte. Und das beschreibt er uns in seinem berühmten Werk Sidereus Nuncius um das Jahr 1610, wo er dann sagt, es ist wirklich etwas Großes zu der zahlreichen Menge von Fixsternen, die mit unserem natürlichen Vermögen bis zu dem heutigen Tage wahrgenommen werden konnten, unzählige andere hinzuzufügen und offen vor Augen zu stellen, die vorher niemals gesehen worden sind, und die alten Bekannten um mehr als die 10-fache Menge übersteigen. Auf einmal, man kann so sagen, mit einem einzigen Blick war klar geworden, die wirkliche Zahl der Sterne ist viel, viel höher, nämlich 10-mal so groß. Also jetzt sind wir schon bei 30.000 Sternen. Aber ist das alles? Dann im Jahre 1862 wurde von Argelander und Schönfeld die Bonner Durchmusterung durchgeführt und sie kamen auf eine Zahl durch Teleskopie 324.198 Sterne. Das war natürlich ein gewaltiger Schub in der Sternmenge. Also wir sehen, das ist nochmal ganz grob ein Faktor 10 gegenüber dem, was Galileo Galilei gesehen hat. Ist das alles? Heute hat man die Milchstraße untersucht, unser Sternensystem, zu dem wir gehören, und hat festgestellt, dass alleine diese Milchstraße 100, vielleicht sogar 300 Milliarden Einzelsterne hat.
Wir wollen einmal uns einen Eindruck verschaffen von der Menge, indem wir mal überlegen, ob das jemand zählen kann. Und zwar sagen wir, jemand zählt 3 Sterne pro Sekunde. Und das soll der Tag und Nacht tun, ohne Schlafen. Und die Frage ist, wie lange muss der zählen, bis er einmal die Sterne unserer Milchstraße gezählt hat? Da kann man sich ganz schnell verschätzen. Nun, in 100 Jahren, wenn er Tag und Nacht zählt und auch so alt wird, würde er nur 10% der Sterne gezählt haben. Ich habe dabei die kleinere Zahl genommen, die 100 Milliarden Sterne. Aber jetzt kann man die Frage stellen, ist das nun alles? Haben wir jetzt die größte Zahl der Sterne erreicht? Von unserer Erde aus, mit bloßem Auge, kann man weitere 4 Galaxien sehen. Das ist unsere Milchstraße, die ich erwähnt habe, aber auch den Andromeda-Nebel. Und von der südlichen Hemisphäre aus sieht man die große und die kleine Magellanische Wolke. Also 4 Galaxien sind mit bloßem Auge sichtbar, als die anderen 3 als kleine Punkte am Horizont. Hier sehen wir ein Bild von dem Andromeda-Nebel. Dieser Andromeda-Nebel ist 2,25 Millionen Lichtjahre entfernt. Wenn man bedenkt, dass ein Lichtjahr 8,6 Billionen Kilometer ausmacht, dann kommen wir auf etwa 20 mal 10 hoch 25 Kilometer bis dorthin. Und man schätzt die heutige Zahl, also die heutige Schätzung für den Andromeda-Nebel, dass es etwa 1 Billion einzelner Sterne sind. Wir sehen also, der Schöpfer hat gewaltige Dinge getan, weit draußen im Universum, hier 2,25 Millionen Lichtjahre. Wenn wir abends den Andromeda-Nebel als kleinen Lichtfleck wahrnehmen, dann ist das der weiteste Blick, den wir mit unserem Auge durchführen können. Also wir sind doch recht weitsichtig, können wir hier sehen. Man stellt weiterhin fest, je weiter man das Universum beobachtet, dass weit draußen die Galaxien zu Clustern zusammengeschlossen sind. Man hat den Eindruck, der Schöpfer hat seine Schöpferherrlichkeit so weit draußen noch sichtbar gemacht, dass wir auch dort in den größten Weiten immer noch etwas von seiner Schöpferherrlichkeit sehen können. Und er hat darum die Galaxien zu Clustern zusammengeschlossen, wie hier zum Beispiel der Galaxienhaufen Virgo. Das sind über 2000 einzelner Galaxien und dieser Haufen im Mittel ist der 65 Millionen Lichtjahre entfernt. Also wir hören hier so Zahlen, die wir normalerweise im Alltag überhaupt nicht hören. Das sind eben dann astronomische Zahlen, wie wir das auch so sagen. Und die Frage ist, wie viele Galaxien gibt es nun wohl? Das hat noch niemand gezählt, das kann man nur abschätzen aufgrund der Stellarstatistik, indem man sich bestimmte Teile des Universums vornimmt und das hochrechnet. Und man schätzt, das sind einige 100 Milliarden oder Billionen einzelner Galaxien. Also unvorstellbar viele. Ich zeige mal einige Bilder von solchen Galaxien und wir werden dabei sehen, dass sie alle sehr unterschiedlich sind. Es gibt keine Wiederholung im gesamten Universum. Hier der Orionnebel M42, der Ringnebel M57 oder hier die Plejaden oder der Eulennebel. Und wenn wir das alles so einmal betrachten und dann die Bibel zur Hand nehmen, dann sehen wir, es stimmt einfach, was dort alles so geschrieben steht. Im Psalm 86, Vers 3 lesen wir, wie wunderbar sind deine Werke. Je mehr wir forschen, je tiefer wir einsteigen in seine Schöpfung, umso mehr wird uns das offenbar. Oder im Psalm 92, Vers 6, Herr, wie sind deine Werke so groß? Deine Gedanken sind sehr tief. Wenn es um Fragen des Universums geht, stellen wir heute fest, wir haben eine unübersehbare Flut von Daten, die ständig ermittelt werden aus dem Universum. Und die Wissenschaftler sind nicht mehr Herr der Lage, das alles noch zu bewältigen und auszuwerten. Aber wir wissen über die Struktur des Universums so gut wie nichts. Wie viele Sterne gibt es denn nun insgesamt, wenn man alle Galaxien und alle Einzelsterne zusammennimmt? Die Bibel gibt uns zur Zeit Jeremias darauf eine Antwort. Und da heißt es, wie man des Himmels her nicht zählen, noch den Sand am Meer messen kann.
Das ist hier in Alltagssprache ausgedrückt, aber wissenschaftlich korrekt. Und das soll heißen, die Sterne wird niemals jemand zählen können. So können wir es auch übersetzen. Und da stellt sich die Frage, warum hat der Schöpfer eigentlich so viele Sterne gemacht? Doch was würden wir sagen, wenn der Schöpfer 27 Sterne gemacht hätte? Das ist ein kleiner Schöpfer, nicht? Da ist ihm die Puste ausgegangen. So würden wir es vielleicht sagen. Kritiker sind ja immer da und so würden die das sagen. Aber darum hat er eine so unermesslich große Menge gemacht, dass also dieser Vorwurf dem Schöpfer nie gemacht werden kann. Er demonstriert damit seine Größe, seine Schöpferallmacht. Und wenn wir die Bibel lesen, stellen wir fest, diese Sterne alle hat er am 4. Schöpfungstag gemacht. Nicht in Millionen Jahren. Da ist nicht die Rede von Urknall und sowas. Die Bibel sagt, hier ist ein mächtiger Schöpfer am Werk gewesen. Er hat gesprochen, es werde und es ward. Das ist es. Also nicht irgendwelche Evolutionstheorien, die da im Gang sind. Das kennt die Bibel überhaupt nicht. Hier ist ein mächtiger Schöpfer am Werk. Das sehen wir schon. Das ist gewaltig. Und jetzt kommt etwas, wenn wir nicht zählen können, er tut's. Er kann's auch. Wie viele Millionen Jahre braucht der Schöpfer, um zu zählen? Er braucht weder Zeit, noch Teleskope, noch Computer, nichts. Und er zählt sie nicht nur, sondern er gibt jedem Stern einen Namen. Stellen wir uns das mal vor. Wenn ihm die Sterne schon so wichtig sind, wie viel mehr sind wir ihm wichtig? Was bedeuten wir ihm, die er ja geschaffen hat, die er liebt? Und wir stellen fest, nach vielen Jahren Studium der Astronomie, dass die Sterne alle unterschiedlich sind. Es ist noch nie vorgekommen, dass man noch einmal denselben Stern gefunden hat. Sie unterscheiden sich alle in der Massendichte, in der Oberflächentemperatur, in der Lichtfarbe, in allen chemischen und physikalischen Eigenschaften. Es stimmt, was im Neuen Testament steht, in 1. Korinther 15, Vers 41, einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern übertrifft den anderen an Glanz. Hier drückt Paulus das aus, es gibt nicht denselben Stern noch einmal. Und das beobachten wir nicht nur bei den Sternen, auch bei den Schneeflocken. Es gibt keine Wiederholung in der gesamten Weltgeschichte, dass es noch einmal eine Schneeflocke geben wird, die genauso aussieht, die wir gerade eben unter das Mikroskop legen. Das kann man sogar mathematisch beweisen. Aufgrund der Anlagerung der Wassermoleküle und ihrer Struktur. Es bilden sich immer diese hexagonalen Strukturen, aber es wird nie in der gesamten Weltgeschichte eine Wiederholung geben. Ebenso auch nicht bei uns Menschen. Wir sehen alle unterschiedlich aus. Ich bin schon viel rumgekommen auf der Welt. Ich habe noch nie einen gesehen, der genauso aussah wie einer, den ich schon mal gesehen habe. Oder vielleicht wie ich. Das ist auch gut so. Ja, jetzt kommen wir zu der Frage, wozu gibt's denn die nun eigentlich? Und jetzt wissen wir, es gibt ganz viele, sie sind sehr unterschiedlich. Was ist eigentlich die Absicht dahinter? Und das erfahren wir bereits im Schöpfungsbericht, 1. Mose 1, Vers 14. Da steht nämlich, und Gott sprach, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden, und sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung der Zeiten und Tagen und Jahren, und sie seien zu Lichtern an der Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu scheinen. Nochmal kurz zusammengefasst, was hier steht. 3 Zwecke haben die Sterne. Sie seien zu Zeichen. Das werden wir gleich nachher nochmal sehen, was das bedeutet. Sie seien zur Bestimmung der Zeiten. Wird heute nicht mehr ganz so gemacht, weil wir heute auf Atomuhren übergegangen sind. Und sie seien, um auf die Erde zu leuchten. Also nicht irgendwo hin zu leuchten, dass es der Hauptzweck ist, dass sie ihr Licht hierhin senden zur Erde. Und das heißt noch genauer, sie leuchten für uns. Sie sind speziell gemacht für uns. Das ist der einzige Zweck des Leuchtens. Für uns.
Nicht, damit der Licht auch auf dem Mars hinkommt, sondern hier, wir sollen das erkennen und wir sollen ein Stück der Herrlichkeit Gottes wahrnehmen. Das steht hier so deutlich geschrieben. Schauen wir uns das an. Sie seien, um auf die Erde zu leuchten. Warum leuchten sie? Was sollen sie da tun? Nun, die Sterne haben eine Botschaft. Was ist aber ihre Botschaft? Wie verkündigen sie, wollen wir fragen. Und die zweite Frage, die wir stellen wollen, ist, was verkündigen sie? Zunächst mal, Gott hätte riesige Lautsprecher installieren können im Universum, so richtig mit Megafon dahinter stehend und könnte uns dann ständig berieseln. Tut aber Gott nicht, sondern Gott hält sich so zurück, dass er mit null Phon verkündigt. Lautlos. Kann er sich leisten. Aber er verkündigt. Die Botschaft der Sterne, das ist der große Vorteil, erreicht jeden Punkt der Erde. Kein Punkt ist von dieser Botschaft ausgenommen. Das ist gewaltig. Die Botschaft Gottes ist von einer Art, dass sie überall hinkommt. Wir haben vorhin gelesen in dem Psalm 19, Vers 4, es ist keine Sprache noch Rede, da man nicht ihre Stimme höre. Und das heißt, welche Stimme man auch auf der Erde spricht, welche Sprache man spricht, alle Menschen werden diese Botschaft bekommen. Alle ohne Ausnahme. Es gab eine Zeit, als noch der Kommunismus in manchen Ländern in Europa war. Und da hat Albanien gesagt, die Führung sagte, in unserem Land gibt es keine Bibel, gibt es keine Pastoren, gibt es keine Priester, es gibt keine christlichen Bücher, nichts. Wir sind der erste atheistische Staat der Welt. Hier gibt es keine Botschaft mehr von Gott. Irrtum. In jeder Nacht gab es die Botschaft der Sterne. Und das konnten sie nicht abschalten. Diese Botschaft kann niemand löschen. Und diese Botschaft ist auch für jeden wahrnehmbar in gleicher Weise. Unabhängig davon, ob man Nobelpreisträger ist oder Analphabet. Auch Analphabeten können die Botschaft der Sterne lesen. Das ist auch unabhängig von der Hautfarbe, unabhängig vom Alter. Es ist von allem unabhängig. Das ist eine so geniale Botschaft, dass sie jeder verstehen und interpretieren kann. Das ist das Großartige an der Botschaft der Sterne. Unabhängig von jedem Platz, wo wir auch nur sind. In Römer 10, Vers 18 lesen wir das Wort, haben sie es nicht alle gehört? Wohl, es ist ja an alle Lande ausgegangen, ihr Schall und ihr Wort bis an der Welt Ende. Und dieses Wort aus dem Römerbrief ist ein Zitat aus Psalm 19, Vers 5, den wir vorhin ja gehört haben, wo es da hieß, ihre Schnur geht aus in alle Lande und ihre Rede an der Welt Ende. Also bis an die Enden der Welt. Überall soll die Botschaft hinkommen. In einer anderen Übersetzung heißt es, da ist keine Sprache, kein Wort, unhörbar bleibt ihre Stimme. Das soll also heißen, in jedem beliebigen Sprachbereich dieser Erde, wo man auch sich nur vorstellen kann, ist die Botschaft der Sterne gegenwärtig. Die Wie-Frage, sehen wir, haben wir jetzt deutlich geklärt, wie die Sterne verkündigen. Jetzt kommen wir auf die zweite Frage, was verkündigen sie uns eigentlich? Was ist die Botschaft der Sterne? Und diese Antwort, die lesen wir im Römerbrief, Kapitel 19 bis 20. Da steht, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen seit der Schöpfung der Welt und wahrgenommen an seinen Werken, so dass sie keine Entschuldigung haben. Sie wussten, dass ein Gott ist und haben ihn nicht gepriesen als einen Gott, noch ihm gedankt, sondern haben ihre Gedanken dem Nichtigen zugewandt und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Das ist ein ganz zentraler Satz, den wir dort im Neuen Testament finden, der besagt, dass jeder Mensch, der über diese Erde geht, die Botschaft von Gott durch die Schöpfung bekommen hat. Jeder. Es wird niemand
irgendwann im Gericht Gottes erscheinen und sagen, ich habe von Gott überhaupt nichts gewusst. Ich habe in einem Stamm gelebt, irgendwo, da ist nie ein Missionar gekommen, ich habe nichts gewusst. Dann wird Gott fragen, und was hast du gemacht mit der Botschaft der Sterne? Die hast du doch in jeder Nacht gehabt. Und daraus hätten sie schließen können, dass ein ewiger Gott sein muss. Das konnte man schließen. Und zwar nicht nur es könnte, sondern hier steht, sie wussten, dass ein Gott ist. Also auch der massivste Atheist kann nicht sagen, ich habe nichts von der Schöpfung gewusst. Gerade wenn ich an das Gehirn denke, dann stellen wir fest, dass die Wissenschaft so gut wie gar nichts weiß über das Gehirn. So gut wie gar nichts. Das sind ganz kleine Details, die man kennt über das Gehirn. Aber nichts über die Verarbeitung, über die ganze Struktur, wie das abläuft. Es ist völlig unbekannt. Das Gehirn ist eines der kompliziertesten Gebilde, das wir überhaupt kennen. Und dann glaubt man, das kann irgendwie im Rahmen der Materie von allein entstehen. Ich kann das nicht fassen. Ich glaube das nicht. Es braucht einen genialen Schöpfer, genauso wie bei den Sternen. Ich hatte einen Vortrag in Simferopol auf der Krim, war dort an Universitäten und dann weiß ich noch, erinnere ich mich, da hatten wir an dem Nachmittag eine Diskussion mit Studenten. Und eine Student, der fragte, ja, und wie ist das nun, nicht wahr, wie ist das mit den Leuten, die nie das Evangelium gehört haben? Oh, ich sage, wissen Sie, die stehen unter einem anderen Status. Die haben die Werke der Schöpfung und Gott wird sie beurteilen, was sie mit der Schöpfung gemacht haben. Das haben sie ja beobachten können. Aber ich sage, Sie, die heute hier sind, stehen unter einem anderen Status. Das ist nicht Ihr Status. Sie haben das Evangelium kennengelernt. Und darum wird Gott Sie fragen, was haben Sie mit dem Evangelium gemacht? Und da sagt dieser Mann, das werde ich nie vergessen, da sagt er, schade, dass ich das heute gehört habe. Also sowas habe ich auch noch nie gehört. Er hätte doch sagen müssen, schön, dass Sie gekommen sind und uns das erklärt haben. Jetzt weiß ich das und jetzt weiß ich, wie ich in den Himmel komme. Und zwar, wie ich gewiss in den Himmel komme. Und da sagte er, schade, dass Sie gekommen sind. Was ist der Grund? Er wollte sein altes Leben weiterleben und wollte nicht jemand über sich haben, der ihm sagt, wie der Weg geht. Und so sind wir Menschen. Wir wollen nicht, dass einer über uns herrsche. So heißt es auch im Neuen Testament. Jetzt kommen wir zu der entscheidenden Frage, wer hat denn die Sterne gemacht? Die Urknalltheoretiker meinen, alles sei von ganz alleine durch Urknall entstanden. Das glaube ich nicht, weil die Bibel uns die Antwort darauf sehr genau gibt. Und ich bin immer traurig, wenn Leute die Bibel kritisieren. Da kritisieren sie das Wort des lebendigen Gottes. Und das ist schade. Denn diese Information, die wir dort finden, ist durch nichts, aber durch nichts zu ersetzen. Durch keine Philosophie, durch keine Naturwissenschaft. Es geht weit über unser Menschenverstand hinaus. Das ist sehr wichtig. Also wer erschuf die Sterne? Wenn wir jetzt wissen, die Bibel ist so ein präzises, ein so wertvolles, ein so gutes Buch, dann werden wir auch eine ganz klare Antwort darin finden, wer die Sterne gemacht hat. Auf der ersten Seite der Bibel steht in 1. Mose 1, Vers 1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und für das Wort Gott steht dort Elohim. Und Elohim ist eine Pluralform. Da ist also nicht nur einer, sondern da sind offensichtlich mehrere. Aber das steht da noch gar nicht. Es steht einfach nur diese Pluralform in der hebräischen Sprache. Aber jetzt lüftet das Gott mehr und mehr. Und bei der Erschaffung des Menschen, da heißt es, lasset uns Menschen machen. Hier kommt das nochmal deutlich zum Ausdruck, da ist nicht nur einer, da haben mehrere geschaffen, waren mehrere beteiligt. Und wenn wir weiterlesen im Buch der Sprüche, Kapitel 8, Vers 30, da lesen wir, da war ich der Werkmeister bei Gott. Also da war einer, so können wir es ausdrücken, der war der Ausführende der Schöpfung. Der hat das sich überlegt und gemacht und ausgeführt. Ich will mal so sagen, der hatte das Zeug dazu, die Intelligenz und die Kraft und alles, was nötig ist, um das zu machen. Und im Englischen heißt es dann, I was the craftsman at his side. Also der Künstler, der Craftsmann, der das gemacht hat. Aber die Bibel im Alten Testament hält sich da bedeckt und sagt über die Person des Schöpfers, also über diesen Craftsmann, über diesen Werkmeister, nichts weiter aus.
Es ist noch alles verborgen. Das wird erst im Neuen Testament dann voll entfaltet, aber jetzt erfahren wir es. Und im Johannesevangelium, da steht gleich am Anfang, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Jetzt sind wir auf den richtigen Vers gestoßen. Jetzt wissen wir, alles, was überhaupt gemacht worden ist, ist durch das Wort gemacht. Also auch die Sterne, auch der Andromeda-Nebel, der Virgo-Galaxienhaufen, alles, was wir sehen, die Ameisen, wir selbst, jeder Grashalm, alles ist durch das Wort gemacht. Ausnahmslos. Also nicht 98%, nicht 76%, sondern 100% durch das Wort. Aber jetzt stehen wir davor und ich sehe das so als Informatiker, da ist noch ein Schlüssel drauf. Es ist noch verschlüsselt. Wir brauchen etwas, um das zu dekodieren, wie wir sagen. Und nun ist gut, da wären wir nie drauf gekommen. Goethe hat in seinem Faust auch philosophiert, was könnte das wohl sein? Und er setzt alle möglichen Wörter ein, Rat und Tat und Kraft und alles Mögliche. Aber er kommt nicht zu Ende. Warum? Weil er nicht weitergelesen hat, offensichtlich. Denn da steht, ein paar Verse weiter in Vers 10, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Aha. Wir sehen also jetzt, das hat einer gemacht, der in dieser Welt war. Also von uns heute Abend kann es keiner gewesen sein. Wir sind noch in der Welt. Aber von ihm heißt es, er war in der Welt. Und die Welt ist durch ihn gemacht. Also alles. Es liegt noch ein Schlüssel drüber und das müssen wir auch noch dekodieren. Und im Vers 14 erfahren wir es, wer es wirklich ist. Und da steht, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes voller Gnade und Wahrheit. Jetzt sehen wir, es ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und der hat einen Namen. Er heißt Jesus. Wenn ich hier und da mal einen Vortrag halte, sind viele erstaunt, dass ich sage, Jesus ist der Schöpfer. Wir sagen aber, da steht doch in der Bibel, am Anfang schuf Gott. Es ist noch nicht zu Ende offenbart. Das Neue Testament ist die vollständige Offenbarung Gottes. Jetzt haben wir alle Informationen zur Verfügung. Und im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 16, da lesen wir, denn in ihm, also in Jesus Christus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm erschaffen. Jetzt haben wir es ganz massiv, ganz klar, ganz deutlich. Hier ist nichts hineinzulegen, kein Konjunktiv, es könnte sein, sondern hier ist klar, Jesus Christus ist der Urheber aller Dinge. Alle Evolutionstheorien, alle Urknalltheorien werden damit in einem Schlag zunichte gemacht, durch einen Satz. Ist das nicht gewaltig? Das leistet die Bibel. Wir müssen es nur ernst nehmen, was dort geschrieben steht. Darauf kommt es an. Und es ist alles durch ihn geschaffen und auch zu ihm hin. Daraus können wir gleich die Schlussfolgerung ziehen. Wenn wir nicht mit ihm leben, haben wir unser Leben daneben gelebt. Denn wir sind so konzipiert, dass wir zu ihm hingeschaffen sind. Das ist unser eigentliches Ziel überhaupt. Alle anderen Ziele sind falsche Ziele. Auch das drückt hier dieser eine Vers so deutlich aus. In Hebräer 1 erfahren wir es noch einmal, Vers 2, wo es heißt, in diesen letzten Tagen hat Gott zu uns geredet durch den Sohn. Durch ihn hat er auch die Welt gemacht. Jetzt kriegen wir es nochmal von einem anderen Vers deutlich gesagt. Also Gott, der Vater, wir können es auch so ausdrücken, hat seinen Sohn als Werkmeister der Schöpfung eingesetzt, um durch ihn alles zu machen. Und zwar durch ein Allmachtswort. Er ist also unvorstellbar mächtig, nämlich allmächtig. Denn wer ein ganzes Universum innerhalb eines Tages durch sein Wort schaffen kann, da muss unglaublich was dahinter stecken. Und er braucht auch die 24 Stunden gar nicht. Also ich kann mir vorstellen, das in 2 Sekunden fertig. Nicht so lange, wie er gesprochen hat. Es werde,
10:25 oder 10:27, was auch immer, dann ist das da. Die Materie gehorcht ihm, das ist einfach auf seinen Befehl geschieht das einfach. Das müssen wir uns mal vorstellen. Das ist Schöpfung. Das hat mit Evolution nichts zu tun. Hier ist ein Schöpfer am Werk, der mit einer unglaublichen Macht und Vollmacht ausgerüstet ist. Das müssen wir erstmal verstehen und erkennen. Und wenn wir heute Abend rausgehen und wenn es nicht bedeckt ist und wir die Sterne sehen, dann schauen wir hin und sagen, Herr Jesus, das hast du gemacht. Danke dafür. Jetzt weiß ich's. Das ist die Botschaft, die wir ergänzend zur Schöpfung durch die Bibel bekommen. Die Bibel ist darum unverzichtbare Information. Die ist durch nichts zu ersetzen. Und durch keine Wissenschaft, durch keine Naturgesetze werden wir herausfinden, wer der Schöpfer ist. Das können wir nur durch sein Wort erfahren. Und glücklicherweise haben wir dieses Wort. Jetzt wissen wir, wer der Urheber der Sterne und aller Dinge ist. Es ist Jesus Christus. Wir reden über die Astronomie und all die Planeten, die Sonne, sie haben ein Zeichen von den Astronomen bekommen. Und das astronomische Zeichen für die Erde ist dieses Symbol. Eine Kugel mit einem Kreuz darauf. Sehr gut gewählt. Also manchmal haben die Astronomen einen unglaublich hellen Tag. Aber jetzt kommen wir zu einem Gedanken, der ist wirklich unfassbar. Jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich, reicht mein Gehirn aus, um das zu erfassen, was die Bibel mir da sagt. Das ist nicht zu begreifen, möchte ich mal sagen. Nämlich, dieser Schöpfer kam in diese Welt und hat sich hier kreuzigen lassen, obwohl er alle Macht hat. Und wenn er nicht gekommen wäre in diese Welt, wären wir alle ohne Ausnahme abmarschiert. Wohin? In die Hölle. Das wäre unser Weg gewesen, wegen der Sünde. Und das hat er gesehen. Er hat gesagt, das kommt nicht in Frage. Ich werde alles daran setzen, damit ich die Menschen in den Himmel rüberziehen kann. Das ist mein Anliegen. Das war das größte Anliegen Jesu. Er kam also nicht in diese Welt, um ein paar Kranke zu heilen. Das war gut. Das war ein Nebeneffekt, würde ich sagen. Der Haupteffekt war, dass er kam und sagte, ich bin gekommen, um Sünder selig zu machen. Das ist das Hauptanliegen. Und darum kam er, und das wurde schon 700 Jahre oder mehr angekündigt durch Propheten im Alten Testament, dass er kommen wird und dass dies auch geschehen wird. Und wir lesen Jesaja 53, Verse 3-6. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das wird hier schon prophetisch gesagt. Es wird einer kommen in diese Welt, der wird alle unsere Last, alle Sünde, alle Krankheit, allen Dreck und Mist, was wir so ansammeln, so deutlich muss man sagen, der wird kommen und wird das tragen, um uns den Weg zum Himmel freizuschaufeln. So kann man sagen. Er kam wirklich. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeglicher sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Und das ist immer wieder dargestellt worden in vielen Kreuzesdarstellungen. Wir sehen, der hier am Kreuz hängt. Wer ist das? Das ist der Schöpfer. Hier ist der Schöpfer ganz persönlich, nicht ein Stellvertreter, sondern er selbst kommt hier und lässt sich an ein Kreuz nageln und wehrt sich nicht. Hätte er sich gewehrt, wäre die Sünde nicht bezahlt. Aber er hat sie bezahlt. Er starb, er ging diesen bitteren Kreuzestod. Und das geht in unseren Kopf nicht rein, dass dieser erhabene, allmächtige Schöpfer sich hier kreuzigen lässt wegen sündiger Menschen. Das muss doch eine unglaubliche Liebe sein, die dahinter steht, dass er so etwas tut. Anders kann man sich das nicht vorstellen lassen. Aber dasselbe Kreuz ist in dieser Welt auch sehr, sehr angefochten. Hier sehen wir ein Bild von dem Ostberliner Funkturm.
Und die Architekten hatten das nicht bedacht, dass im Sonnenlicht sich dort das Kreuz abzeichnet. Und zwar mit der Sonne rumgeht, sodass je nachdem, nach Sonnenstand, konnten alle das Kreuz sehen. Und sie haben alles unternommen, um das Kreuz loszuwerden. Das passte nicht zum Kommunismus. Aber sie sind es nicht losgeworden. Das Kreuz blieb. Und das Kreuz wird bleiben. Noch ein Beispiel. Hier sehen wir das größte Kreuz in der Welt. Das steht nicht etwa in einem christlichen Land, sondern in einem muslimischen Land. Hier sehen wir in Dubai das 7-Sterne-Hotel. Hat man bewusst größer gebaut als den Eiffelturm, der 300 Meter hoch ist. Der ist 321 Meter hoch, dieses Hotel. Man hat ein Hotel gebaut, das sollte aussehen wie ein Segelschiff. Nun, zu einem Segelschiff gehört auch ein Mast. Und so hat man diesen Mast hier vorgesehen und ganz oben ein Restaurant eingebaut. Das ist der Querbalken dort oben. Und von Seeseite aus sieht das aus wie ein Kreuz. Das größte Kreuz der Welt steht also in einem muslimischen Land. Ich finde, prima. Ich komme nochmal zurück auf den Satz, den wir vorhin aus dem Schöpfungsbericht schon entnommen haben, wo da steht, die Sterne haben den Zweck, dass sie auch Zeichen seien. Sie sollen auch ein Zeichen sein. So ist es gleich vorgesehen im Schöpfungsbericht. Wenn man zur südlichen Halbkugel kommt, da sieht man viele neue Sternbilder. Aber ein Sternbild, das fällt jedem auf. Man muss überhaupt keine Ahnung haben von Astronomie. Man wird das sofort am Himmel entdecken. Das ist das Kreuz des Südens. Auch hier haben die Seeleute eine sehr treffende Bezeichnung gefunden für dieses Sternbild, das aus 4 Punkten besteht, die man verbindet zu einem Kreuz. Und als ich in Südafrika war zu Vorträgen, da hatte ich ein Gespräch mit einem Südafrikaner und er sagte mir Folgendes. Er sagte, ihr habt auf der nördlichen Halbkugel das Kreuz von Golgatha gehabt. Uns zeichnet der Herr jeden Abend das Kreuz an den Himmel, dass wir erinnert werden an sein Kreuz. Ich denke, das ist eine gute Idee, das stimmt. Und da habe ich weiter darüber nachgedacht, auch astronomisch, was da eigentlich los ist mit dem Kreuz. Und dann stellt man Folgendes fest. Dieses Kreuz des Südens ist ein ganz, ganz außergewöhnliches Sternbild. Warum? Weil es da eine Situation gibt, dort sieht man innerhalb des Sternbildes des Kreuzes des Südens, gibt es eine sogenannte Juwelenbox oder das Schatzkästchen. Solch eine Konstellation von Sternen hat man in dieser Form nie wieder gefunden. Wenn wir vorhin gehört haben, dass die Sterne auch die Funktion eines Zeichens haben, dann können wir uns jetzt gut vorstellen, was damit wohl gemeint ist. Wenn innerhalb des Kreuzes ein Schatzkästchen ist, das ist doch wohl ein Symbol für den Himmel, für etwas ganz Wunderbares, etwas Schönes. Aber jetzt kommt noch etwas hinzu, wir sind noch nicht fertig. Innerhalb dieses Sternbildes gibt es noch etwas, und das ist eine Dunkelwolke. Und in der Astronomie hat die Dunkelwolke auch einen Namen, und zwar heißt diese Dunkelwolke Kohlensack. Und eine sehr treffende Bezeichnung. Warum hat man das den Kohlensack genannt? Nun, weil alle Sterne, die es dahinter auch gibt, hinter dieser Dunkelwolke, das Licht dringt nicht durch diese Dunkelwolke hindurch, sodass wir diese Sterne niemals sehen können, sondern nur die Sterne, die davor sind. Und ich zeige mal eine andere Aufnahme, wo man das also sehr schön sehen kann hier. Da kann man die Dunkelwolke sehen, hier rechts unten, und hier diese 4 Sterne, die das Kreuz des Südens bilden. Und jetzt wissen wir schon, können wir uns gut vorstellen, was soll denn die Dunkelwolke uns sagen als Zeichen? Das ist ein Bild für die Hölle. Und diese beiden Orte, hat Jesus gesagt, die gibt es wirklich. Es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle. Auch wenn in unseren Tagen kaum noch über die Hölle gepredigt wird, die wird totgeschwiegen, weil man vielleicht, so denkt man, niemand Angst machen will. Aber ich finde, genau das Gegenteil ist der Fall. Der Jesus hat über die Hölle gepredigt, deswegen, damit wir nicht dorthin kommen,
damit wir wissen, es gibt auch diesen Ort, aber dass wir ja alles daran setzen, um ja auf keinen Fall dorthin zu kommen. Und der Jesus hat gesagt, hack dir lieber ein Bein ab oder reiß dir einen Arm aus oder ein Auge aus oder was auch alles, aber dass du ja nicht in die Hölle kommst. So wichtig war ihm das und so massiv hat er da gepredigt. Und wir sehen auch, wo die Entscheidung fällt über Himmel und Hölle. Einzig unter dem Kreuz. Nur unter dem Kreuz finden wir den Himmel. Und wenn wir das Kreuz ablehnen und den, der am Kreuz war, bleibt uns nichts weiter übrig als die Hölle. Es gibt nur diese beiden Alternativen. Das muss man wissen, aber dass die Absicht Jesu war, dass er uns in den Himmel bringen will. Ich hielt irgendwo einen Vortrag, da meldet sich nachher eine Frau und sagt, ich habe mal eine Frage, sagen Sie mal, ist es möglich, wenn jemand 1000 Leute umgebracht hat, kann der noch in den Himmel kommen? Ich merkte schon an der Frage, das war also eine spitzfindige Frage. Und ich sage, habe ich dann erstmal so geantwortet, ich sage, ja, lassen Sie uns doch mal so ein bisschen verhandeln. Wie viel lassen Sie denn noch zu? Müssen das 10 Leute sein oder müssen wir runtergehen auf 3 Leute? Bei 3 können wir sagen, gut, das ist noch eine Grenze, das kann dann noch gehen. Sie hat darauf nicht geantwortet. Dann sage ich, jetzt werde ich Ihnen sagen, was die Bibel sagt. Die Bibel zieht für den Sünder gar keine Grenze. Ist gar nicht angegeben. Der Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um Sünder selig zu machen. Jeder kann kommen, egal wie viel Sünde er hat. Wenn er bereut und es lässt, ihm kann vergeben werden. So viel Kraft, wie wir sehen, in der Schöpfung drin steckt, so viel Kraft steckt auch drin in der Vergebungskraft. Er ist in der Lage, alles zu vergeben. Ich hielt an einer Uni einen Vortrag, habe über das Kreuz des Südens gesprochen. Kommt ein Student hinterher zu mir und sagt, wissen Sie, was Sie da erzählt haben, kann ja gar nicht stimmen. Denn das Kreuz war ja erst viel später als die Schöpfung. Ich sage, Sie haben recht, wunderbar. Aber stellen Sie sich vor, sage ich, es war ein allwissender Schöpfer, der das gemacht hat. Der Jesus hat, als er die Sterne geschaffen hat, schon gewusst, dass wir einmal sündigen werden und dass ein Kreuz erforderlich sein wird. Und darum hat er das Kreuz gleich an den Himmel gezeichnet, weil es erforderlich ist. Schon gleich damals war das eine prophetische Aussage, wer es verstehen und lesen konnte. Wir sehen also, die Sterne haben eine Botschaft, haben eine gute Botschaft. Sie unterstützen das, was die Bibel sagt. Das Kreuz ist der Weg zum Himmel. Hier sehen wir, viele Länder auf der südlichen Halbkugel haben das Kreuz des Südens in ihre Flagge mit aufgenommen. Als ich darüber sprach, hat mir jemand ein anderes Bild noch gegeben aus der Whirlpool-Galaxie. Auch dort finden wir das Kreuz. Interessant, dass der Schöpfer das Kreuz, man kann fast sagen, versteckt hat in seinen Werken. Und dieses hier ein außergewöhnliches Bild. Hier sehen wir, was passiert, wenn eine Träne auskristallisiert. Was bildet sich da? Ein Kreuz. In einer Träne gibt es 80 Salze. Und diese Salzkombination kommt so hin, dass sich rein chemisch beim Auskristallisieren solche Kreuze bilden. Die Träne, die wurde geweint oder viele Tränen wurden geweint unter dem Kreuz. Wir sehen, das Kreuz sehen wir überall. Und jetzt kommt ein Satz, der wird uns in Erstaunen versetzen. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gestaunt, was haben wir bloß eigentlich für einen Gott? In Jeremia 14, Vers 17, da steht, und du sollst zu ihnen sagen, dies Wort, meine Augen fließen über von Tränen, unaufhörlich Tag und Nacht. Gott weint. Da kann man doch sagen, Gott hat es doch gut im Himmel, denen geht's doch gut mit den Engeln, die singen wunderbar und da gibt's alles, was schön ist, alles ist vollkommen, alles herrlich. Und dann sehen wir, stellen wir es so vor, auf dem Thron Gottes einen weinenden Gott. Das sagt die Bibel uns hier. Er wird nicht dargestellt als irgend so ein ganz erhabener, herrlicher, sondern als ein weinender Gott. Und ich habe überlegt, worüber weint er denn? Er weint über die verlorenen Menschen. Ganz eindeutig. Er weint über die Menschen, die einen falschen Weg gehen und von denen er weiß, wenn sie den falschen Weg gehen, werden sie am Ende in der Hölle sein. Darüber weint er.
Er sagt, ich habe alles getan, damit sie ja nicht dorthin kommen, damit sie das ewige Leben haben. Ich habe die Sünden getragen durch meinen Sohn am Kreuz, durch den Schöpfer, den habe ich geopfert dafür, dass wir ja in den Himmel kommen. Und sie tun es nicht. Ein Jammer. Und das geht bis in unsere Zeit. Und das beobachten wir, weil niemand gezwungen wird. Es gibt nur Freiwillige im Himmelreich. Darum haben wir einen weinenden Gott. Hier sehen wir, dass auf der Hallig-Hoge gibt es einen Grabstein mit einem Kreuz drauf und da heißt es ist das Kreuz von Golgatha, Heimat für Heimatlose. Stimmt. Dort finden wir Heimat. An keiner anderen Stelle ist Heimat zu finden. Ewige, bleibende Heimat. Wir sind auf Heimat angelegt. Das hat Nietzsche in einer unglaublichen Weise beklagt. Viele Philosophen haben Gottlosigkeit gepredigt, aber sie haben die Gottlosigkeit nicht durchlebt. Nietzsche war der Einzige, der die Gottlosigkeit durchlebt hat wie kein anderer und sie beschrieben hat, wie schlimm es ist. Er sagt, ich habe keine Heimat, wie dem, der keine Heimat hat. Und darum brauchen wir diese Heimat. Wir sind auf Heimat angelegt. Ewige Heimat findet man nur bei Jesus unter dem Kreuz. Alles andere ist leeres Gerede und führt uns nicht zum Ziel. Das Kreuz von Golgatha ist das Einzige, was uns retten kann. Und er ist gekommen, um uns zu retten. Vor einer Kirche in Düsseldorf gibt es diese Kreuzigungsszene, die sehr interessant ist, einmal anzusehen. In der Mitte Jesus, der Gekreuzigte, und jetzt sehen wir die beiden Schächer. Der eine weist seinen Blick von Jesus weg. Er will mit Jesus nichts zu tun haben, auch im Sterben nicht. Und der andere schaut zu Jesus und er sagt, gedenke an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Und was sagt Jesus? Heute noch. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Das war ein Verbrecher, das war ein Gauner. Wir wissen nicht genau, was er berissen hat. Aber ihm wurde vergeben, weil ja Jesus gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Den Himmel können wir nur gewinnen, indem wir zu Jesus kommen. Es ist der einzige Weg, um nach Hause zu finden. Das können wir nicht deutlich genug betonen. Die Bibel sagt, in keinem anderen ist das Heil, ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Ich glaube, das steht so geschrieben, das ist gültig, das bleibt dabei. Und der Jesus hat gesagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Im Tode brauchen wir alle einen Zufluchtsort, wo wir hingehören. Wer wird im Sterben bei uns sein? Wer? Nur wenn wir einen Zufluchtsort haben. Und der Jesus hat gesagt, er will dieser Zufluchtsort sein. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und wenn wir hier genau gucken im Hebräischen, da steht nämlich dort, wenn ich im Todestal bin. Im Todestal brauche ich einen Zufluchtsort. Wann muss ich den Zufluchtsort kennen? Wir müssen jetzt im Hier und Heute den Zufluchtsort kennen. Auch ihr jungen Leute schon. Prima, wenn ihr das kennt. Wir brauchen diesen Zufluchtsort im Tode, wo es dann hingeht. Und wenn es Jesus ist, wunderbar, dann kann man sich freuen, dann haben wir gewonnen. Dann müssen wir keine Angst und keine Sorge und keine Furcht vor dem Tode haben. Weil er uns gebucht hat, weil er alles gemacht hat. Jetzt fragt manch einer vielleicht, ja, wie mache ich das? Wie kann ich da hinkommen? Wie kann ich das tun? Und das kann ich gut erklären mit folgendem Bild. Als Schüler habe ich eine Zeit gehabt, wo ich intensiv Briefmarken gesammelt habe. Also Briefmarken war überhaupt das Thema in der Zeit. Und wir Jungs, wenn wir getauscht haben, haben wir peinlich darauf geachtet, wenn wir einen Briefmarkentausch machten, dass ja nicht die Briefmarke, die man selber weggibt, vielleicht etwas mehr wert ist als die, die man nun bekommt. Auch wenn man sie noch nicht hatte. Da wurde sehr genau darauf geachtet. Also sehr genau den Wert.
Nur dann, wenn man wusste, jetzt will ich eine sehr kostbare Marke haben, hat man auch 3 oder 4 andere hergegeben dafür. Aber dann war das wertemäßig, wie wir das gut einschätzen konnten damals, doch ausgeglichen. Und in diesem Bild der Briefmarken ist mir etwas an Jesus deutlich geworden. Wir haben alle schon gehört von der blauen Mauritius. Die blaue Mauritius ist eine der teuersten Briefmarken der Welt. Es gibt nur ganz wenige Besitzer, die diese blaue Mauritius haben, die einige Millionen kostet. Und was würden wir sagen, wenn jetzt einer dieser Besitzer, der die blaue Mauritius hat, mit uns einen Tausch macht und sagt, wenn du mir dafür eine 55-Cent-Marke gibst, die ihr jeden Tag auf den Brief klebt, dann kriegst du dafür die blaue Mauritius. Was würden wir dazu sagen? Dann würden wir sagen, also entweder ist der nicht so ganz beisammen oder der kennt sich überhaupt nicht aus. Oder? Und jetzt ist so in diesem Bild gesprochen, es gibt einen, der macht diesen ungleichen Tausch. Und wer ist das? Jesus. Bei Jesus ist so, wir bringen etwas unvorstellbar Minderwertiges zu ihm, nämlich unsere Sünde, unsere Verfehlungen, all unsere schlechten Gedanken, alles bringen wir ihm. Und all diesen Murks und Mist, nicht wahr, den können wir abgeben dem Herrn Jesus. Und dafür gibt er jetzt uns noch viel mehr, als die Mauritius wert ist. Nämlich das Himmelreich. So einen Tausch, stellen wir uns das mal vor, so einen Tausch macht Jesus. Wir geben ihm unsere Lumpen ab und diesen Tausch macht er, dass er uns den Himmel dafür gibt. Na, wer das nicht macht, was muss der sein? Sehr dumm, oder? Oder das überhaupt nicht verstanden. Und ich meine eigentlich, wir müssten alle mit fliegenden Fahnen überlaufen zu Jesus und sagen, diesen Tausch mache ich. Natürlich, ich habe doch keine Lust, in der Hölle zu schmoren, oder? Doch keiner von uns. Ist doch nicht zu ertragen. Das sind ja nicht nur 3 Tage und 3 Nächte oder was weiß ich. Das ist eine Ewigkeit. Und in der Ewigkeit will ich am rechten Platz sein. Und jetzt sehen wir hier in alledem, der eine wendet sich ab, das beobachten wir in dieser Welt, das tun viele Menschen. Und der andere wendet sich zu Jesus und gibt allen Krempel ab und sagt, lass mich auch, denke an mich. Der hat noch gar nicht viel verlangt, der hat nur gesagt, denk mal an mich. Und Jesus sagt nicht nur gedacht, du kriegst das ganze Himmelreich. Alles ist dir geschenkt. Wir haben denke ich, oft eine falsche Vorstellung, wie man in den Himmel kommt. Ich habe gelesen von einer reichen Frau, die hat ein Frauenhaus bauen lassen für 20 Frauen. Hat dort alles freigestellt. Wohnen war frei, Logis war frei, alles frei. Sie mussten sich nur verpflichten, einmal im Tag, 1 Stunde lang für die Stiftsherrin zu beten, damit sie in den Himmel kommt. Was halten wir denn davon? Eine sehr fromme Sache, ne? Nur es hilft überhaupt nicht. Denn woher weiß ich das? Vielleicht muss ich ja 50 Frauen haben und 1 Stunde ist zu wenig, vielleicht müssen die 3 Stunden pro Tag beten oder 5. Dann wird's hinkommen. Stimmt alles nicht. In den Himmel kommen wir nur einzig und allein durch den Herrn Jesus. Und selbst wenn wir es in der letzten Minute tun und ihn anrufen, dann werden wir bei ihm sein. Warum? Weil der Jesus gekommen ist, um uns den Himmel zu bringen. Wir haben angefangen den Vortrag mit Shamayim, dem Himmel, und haben geredet über den Sternenhimmel und haben darin erkannt die Größe des Schöpfers, seine Allmacht, seine Größe, und haben gesehen, dass sein Wort Tausende von menschlichen Ideen werden einfach zerschmettert, sie sind einfach wertlos, sie gelten überhaupt nicht mehr. Weil die Bibel uns die Wahrheit sagt. Hier ist ein Schöpfer am Anfang gewesen, der alles gemacht und gestaltet hat. Das riesige Universum aufgespannt hat, die Sterne gesetzt hat, die Naturgesetze gegeben hat, die ganze Chemie, die Physik hier gemacht hat und vor allen Dingen uns geschaffen. Wir sind sein Werk. Darum haben wir über den Himmel, den Sternenhimmel gesprochen, um die Größe deutlich zu machen. Und dieser Schöpfer, der hier war, der hat uns den anderen Shamayim bereitet, den Himmel,
Die ewige Wohnstatt Gottes soll auch unsere ewige Wohnstatt sein. Dazu lädt er uns ein, dazu brauchen wir ihn. Und alle anderen Wege, die die Menschen erfunden haben, sind damit null und nichtig. Nur das, was er uns in seinem Wort sagt, ist der verbindliche Weg, der nach Hause führt. Wollen wir ihm folgen? Wenn wir es erkannt haben, dass wir das Ziel erreichen. Ich möchte abschließend mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass wir erkennen durften aus den Werken der Schöpfung und auch aus deinem Wort, dass du der Herr aller Dinge bist, dass du der Anfang aller Dinge bist, dass du dir alles ausgedacht hast und gemacht hast, was wir sehen. Alles ist ein gewaltiges Werk und wir kommen aus dem Staunen nicht heraus über deine Größe. Und dann, Herr, dann packt es uns und wir kommen an eine Grenze des Verstehens, wo wir nicht begreifen, dass du, der ewige, allmächtige Gott, ans Kreuz gehst, um unsertwillen. Mit einer unfassbaren Liebe, um uns zu gewinnen für den Himmel. Das war dein großes Anliegen, dass wir einmal im Schamayim sind, im Himmel. Danke für diese großartige Einladung und schenke es uns allen, Herr Jesus Christus, dass wir daran nicht vorübergehen. Lob und Dank sei dir, Herr Jesus Christus. Amen.